So Leute, willkommen zurück hier zu The Last Hour New Game Plus. Immer weiter, immer heiter. Ja, ihr seht, ich bin jetzt wieder hier, nicht mehr wie im letzten Part. Was ist los? Es ist ein scheiß Save Point, oder beziehungsweise Zwischenspeicherpunkt, den das Spiel hier seht. Und deswegen gucken wir nochmal die Szene ganz genau an, weil, ja, ich hatte das Gefühl, im letzten Part war die, am Schluss kam, die war irgendwie ein bisschen dunkel und so. Und ich habe nochmal ein bisschen was rumprobiert und ich glaube, ich habe langsam die perfekte Einstellung raus. Langsam aber sicher. So. Wir wissen ja, wo sie ist, da kann ich direkt hin. Ah ja. Bevor ich es vergesse, vielleicht klingt meine Stimme ein bisschen anders oder so, aber mittlerweile so nicht mehr. Haben eine doofe Erkältung angefangen und wie es halt so ist mit Erkältungen, halt erstmal Hals und dann Rachen und so und ja, bis das Ganze, vor allem steht es natürlich auf die Stimme und ist einfach nervig und deswegen, ja. Dementsprechend, falls es auch ein bisschen vielleicht noch husten sollte, man kennt es ja, wenn Nasverstopft ist und so, sammelt sich ja gerne mal am Hals an, wenn man dann viel quatscht und so, dann muss man es halt wieder mal raushusten. Ich bitte um Verzeihung. So. Gemeint ist natürlich das da vorne. Jo. Eine Zwischensequenz. Film ab. The map that Zale had found showed the precise location of the Gurak's frontline military base. It's hard to believe that they managed to secretly gather so many warships this close to Lazarus Island. Over a century has passed since the Gurak were banished from the Empire. We humans have grown careless. It gets worse, too. For the first time, the Gurak are united under a powerful king, Zangarak. He's to blame for all this. The ship's repairs are almost complete. As soon as we're ready, we'll head for the Gurak base. Wow. Also jetzt nicht wegen der Ansprache von hallo, bin ich jetzt doof? Ich zähle, Dagran. Mann, jetzt wollte ich nachgucken. Alter. Schon lange nicht mehr aufgenommen. Ja, knapp eine Woche. Was ich gerade sagen wollte. Sieht das... Also ich habe hier... Momentan zocke ich eigentlich immer so Konsolenspiele immer auf dem TV, weil größer Bildschirm und so, bessere Skalierung. Und aufnehmen halt auf dem 2 Monitor. Weil auf dem ersten Monitor, auf dem PC, habe ich halt so die Übersicht über alles. So. Und jetzt halt zweiter Monitor, ich gucke gerade drauf, wie das so aussieht und ich muss sagen, 27p, es sieht hammermäßig aus. Echt hammermäßig. Also ganz ehrlich, hätte die wie irgendwie eine Skalierung auf 1080 und es würde genauso aussehen. Ich glaube, wäre es sogar fast besser als die HD-Version, die es ja von der ROM, theoretisch, also die emulierte Version theoretisch gibt, aber halt zum Teil noch gewisse Grafikbugs hat und so. Egal, anderes Thema. So, mit ein bisschen quatschen und so, war. Übrigens, noch ein Hinweis, ich will noch ein bisschen rumprobieren mit besserer Grafik und so, Helligkeit, Kontrast etc. etc. Bitte, bitte, hier ist schon wieder dunkel, hell. Das seht ihr jetzt nicht, das seht, ne, das ist nur ich, das ist wieder mein Fernseher. Hier, plötzlich aufgehellt, hier stockdunkel. Ja, super. Mein Fernseher ist sowieso am Arsch, ganz ehrlich. Nee, was ich sagen wollte, wenn da irgendwas buggy ist, auch Kantenflimmern und sowas in der Art, bitte, bitte sofort mitteilen, weil eben, ich gucke halt zwar schon das Video zum Teil durch, ein paar Stellen und so, aber natürlich nicht jede Sekunde und deswegen ein bisschen schwierig für mich zu beurteilen. So, weiter geht's. Charging into an enemy base. It's like we're brave knights out of a fairy tale. Fairy Tale. Ist das ein Hinweis auf... ich meine, es gibt ja auch ein Anime Fairy Tale, es gibt Manga Fairy Tales, gibt es auch eine Videospielreihe Fairy Tales. Obwohl, eigentlich ist ja schon geplant, was nach The Last Story kommt. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist eigentlich schon fix, was nachher kommt. I wonder what kind of food the Gurak like to eat. Das ist eine gute Frage. Obwohl, nochmal zum Thema Fairy Tale zurück. Ich glaube, das, was ich vorhabe zu zocken, es ist auch kunterbunt wie Fairy Tales. So, oh, Entschuldigung, Jurik, mein Fehler. Do you think we'll be okay, infiltrating the Gurak base all on our own? Das ist eine interessante Frage. Darf man ganz kurz durch? Ich würde gerne... Das war euer fucking Ernst. Können wir mit Dagran sprechen? Ah. Hey Kumpel, Buddy, was geht ab? You ready?
Gespeichert habe ich zwar. Ja, los geht's, komm. 4 of us will infiltrate the base. Myself, Zale, Yurik, and Lisa. Mirania, you stand by to take action if anything happens to us. Understood. I will pray that my assistance is not called for. Spinne ich gerade? Jurik sagt, sind wir zu 5 vielleicht ein bisschen zu wenig. Was macht Dagwen? Ja, wir ziehen einen ab. Oh. Following the map's directions, the group set sail for the Gurak base. All of them treasured these last moments of calm in the face of the inevitable struggle to come. As the evening sun lingered upon the horizon, it cast a deep, fiery glow across the seas and skies ahead. Like an infant's cradle, gently rocking from side to side upon the calm ocean waves, the ship sailed smoothly onwards towards its destination, its course straight and true. The ocean is so vast. How far does it go on? If I'd stayed in the castle, I could never have witnessed a sight like this. Seeing you smile like that makes me happier than anything. Tell me, what made you decide to become a mercenary? Well, back when I was still a kid, just after my village had been burned down. That was when I met Dagran. The two of us got by for a while on our own, but one day Dagran said, "We can't go on like this forever. We have to show the world what we can do and make a proper life for ourselves." As it turned out though, the mercenary life wasn't much better. We have to become real knights. But if you do become a knight, you'll be stuck inside the castle the whole time. You won't be able to see sights like this anymore. You really aren't looking forward to going back? No. But I don't want to cause any trouble for you or your friends either. I have to be strong too. I wish there was something I could do. It's all right. You've done more than enough already. Alter, das sieht mal so episch aus mit der Abendsonne so im Hintergrund. Get a move on. We can't get caught here. Dive. Kapitel 16. Gurak, Militärbasis. As I thought, there are less guards around this side. But who knows where they're hiding. Proceed with caution. Don't forget this is an enemy base. You okay, Lisa? Yes, I'm fine. This water's really warm, isn't it? The sea is above a line of volcanoes. They must be heating the water. Wow. You know a lot, Yurik. Not really. Tja, Komplimente annehmen kann er auch, nicht wahr? Ja, und was Kalista anbelangt, also ganz ehrlich, an der Stelle hätte gesagt, komm, Kalista, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich meine, wenn sie nicht ins Schloss... There's a guard. Zale, you up. It's a sentry. Kleiner Fisch kriege ich hin. Ja, wenn sie nicht zurück will und es ist ja ihr Leben, dann fuck it, ganz ehrlich.
Hä? Darf ich wieder mal... Hallo, zielen! Ah, jetzt. Level 16, ist das süß? Feuerwesen Schwäche 1, ich wollte gerade sagen, wenn das natürlich alles so eher Feuerwesen sind, oder? Wäre natürlich Eis etwas, aber es gibt doch keine Eispfeile. Wir sind nicht bei... Jetzt wollte ich gerade sagen Pokémon. Wir sind nicht bei Zelda, ja, Pokémon von vorhin. Da hatte ich dann Pokémon, weil, ja, Dagwin so, Dive, tauchen. Ich dachte mir so, wir brauchen gar keine VM, geil. Egal, tschüss. Nice one. Danke. Ja, klar. Wisst beherrscht Wandsprung und so weiter und so fort, aber so eine Erhöhung kann nicht aus dem Wasser klettern. Nö, geht nicht. Oh Mann, was für eine Logik im Spiel. Egal. Wir haben noch was vergessen zu erwähnen, bevor wir jetzt uns ins Getümmel stürzen. Eigentlich nicht, wa? Also auch in den Kommentaren, ich bin natürlich dabei, den Kommentar zu beantworten, wie gewohnt. Zu lesen, ich habe eigentlich schon alle gelesen, aber ja, was ein bisschen seltsam ist, YouTube spuckt momentan ein bisschen rum, aber das Gefühl. Nicht nur was Thumbnails und Videovorschau und so betrifft, sondern auch was Kommentarbeantworter betrifft. Weil ich habe teilweise Kommentare geantwortet, die mittlerweile die es nicht mehr gibt. Also meine eigenen Kommentare wurden gelöscht. Und das irgendwie, also gelöscht oder gar nicht richtig eingegeben. Ich sag's, oder nicht gespeichert. Und ich sage so, okay, Kommentar speichern, zack, siehst du erst, okay, aktualisiere die Seite, zack, Kommentar wieder weg. Nur zum Teil, das ist echt ein bisschen crazy. It stinks. The hell is that smell? What's up with you two? Zale, can't you smell anything? Ich sowieso nicht, bin ja erkältet. Obwohl eigentlich will... Jo, da haben wir es doch. Hold it. Ogres, we can't take these head on. That guard's asleep. Don't be reckless. I don't fancy being surrounded by ogres. Take out that guard first. The ogres will be easier without their commander. Jo, interessant, oder gerade die gleiche Idee. Stinkender Oger, Level 88. Oh, jetzt ist er doof. Mein Hals juckt wieder. Schwäche 1. Erst nur bei das gleiche, ist ja Feuerwesen. Anführer. Oder schwächst von allen. Entweder Schwäche 1. Mann, jetzt ist Lovel nicht dabei, das ist doch scheiße. So, legen wir los, wa? Ich mach mal hier ein bisschen sturmäßig, weil es geil ist. Du bitte Todesurteil auf den einen. Verborgene Barriere. Oh ja. Oh, Meteor. Ja, sind natürlich Schwäche 1, aber fuck it drauf. Oh, die arme Kalista. Jurik auch. Etwas Schaden reingedockt. Oh mein Gott. Wow, perfekter Konter. Zack. Hut. Die waren Level 88. Hä? Ich habe Videobeweise, waren Level 88, warum war das so einfach? Also nur wegen perfekten Konter? WTF. Tja, Pro Gaming auf einem neuen Level. Wir haben noch etwa 6 Minuten, wa? There's no one here, but don't let your guard down. This looks like their living quarters. Their main force must be somewhere else. So they use the lava in their everyday lives? Their culture might look totally different to ours, but humans and Gurak once lived side by side. Things didn't stay peaceful, of course. In the end, we drove the Gurak away to this dangerous place. But they made it habitable. They even found a way to harness the lava. Pretty impressive. You know,
It's hard to believe our two cultures once coexisted. There aren't many people left these days who know about it. And I don't think that's a coincidence either. Huh? There are some things you're better off not knowing if you want to live. Ziemlich brutal irgendwie. Guraks und Menschen friedlich in Koexistenz. Da fragen wir sich natürlich, war das irgendwie ein Grund von wegen, es gab einen mächtigen Feind zum Besiegen oder war ein anderer Grund? Enough talk. Keep an eye out. It's fine. I can't sense any enemies. Wow. The whole island is their base. Thought I saw something move on the other cliff. Of course. We came in from the harbour. Their headquarters must be over there. Not good. Everybody hide. They have to shut them now. Gute Frage, nächste Frage. Die haben alle nichts drauf. Und eigentlich Ausfallschritt. Egal, machen wir es jetzt so. Sturm! Lebt noch einer? Nö. Hätte mich bei dem Levelunterschied auch schwer gewundert. Mein SP ist jetzt auch voll perfekt. Zack, wieder durch. So. Was blubbert hier so? Oh, ein Speicherpunkt. Und ich sehe, der Weg gabelt sich offenbar. Zack, zack. So. Da können wir also runter. Was ist hier drüben los? Nicht viel. Okay. Eine Truhe, nix. Alter, was blubbert hier? Das ist echt die Lava? Juri, komm mit. Nicht verzagen, Michael fragen. Is this a mine? Unsere Chance, ein bisschen Unruhe zu stiften. Oh. Also eigentlich neben uns, keiner sieht uns, ist klar. It's harsh. We can't do anything now. What's she thinking? Zale, let's go. Wir kämpfen, was auch sonst. It's all my fault. Ja, kommt doch alle nur her. Your mouth shut. Hier bin ich. Your own Kuckuck. get us all killed. Is that what you want? If Kannst you're uns gonna gucken, wo alle die, sind. go someplace else. Jemand hinter uns? Dagran, that's enough. Nö, gut. How many times have we lost mates who've done the same thing? But that's... So, der Ogre will also Stress haben, war? Von mir aus kann er haben. This is a battlefield. Oh yeah, beschleunigt! If she's got a death wish, then fine. That's no reason for us to die. Nichts drauf. I'm sorry. I'm so sorry. Level 88. Puh. Did we get them all? Well, so much for stealth.
Lisa! Callista, are you okay? I'm so sorry. It's all my fault. Your fault. You shouldn't have had to see that. But I asked you to take me. You didn't do anything wrong. I brought you here. And I'd have done it even if you hadn't asked me to. Zale. I didn't want to leave you. Let's get going. There's no use staying here. We have to find the others. Zale, are you hurt? Nah, I'm fine. You? Let's go. Gotta find a way back to the others. Right. Zale, thank you. I guess I really am trouble. Yeah. I'm kind of afraid to be next to you. What? I'm just kidding. Don't worry. You're a really kind person. I think it's wonderful. Thank you. Ernsthaft? Die Decke fällt runter? Da öffnet sich eine geheime Tür. Wegen dem. Okay. Punkt Nummer 2. Erstmal ist das Loch da drüber riesig. Das heißt, also, ja, erstens, also beziehungsweise zweitens Punkt A, könnte man doch natürlich die anderen mal irgendwie so zurufen. Hey, wie geht's? Alles in Ordnung und so. Hey, könnt ihr uns vielleicht helfen, durchzukommen? Punkt 2b. Warum kann ich da einfach rüberklettern? Sehe ich das sogar? Warte mal. Ups. Also, das sehe ich vielleicht da durch. Ja, also ganz ehrlich, jemand, der die Wand hinauf klettern kann, für Wandsprung, Magier, die schweben können, während sie Zaubersprüche ausführen. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht, wieso man denn ja einfach rüberschweben kann. Ist mir ein Rätsel. Ja, was mir auch ein Rätsel ist, wieso kann man nicht zumindest mal eine Weile lang einfach mal alle zusammen sein. Ständig werden wir getrennt. Das ist unglaublich. Aber egal. Freunde, das war's mal für heute hier bei The Last Hour New Game Plus. Ich hoffe, es war soweit alles in Ordnung. Sowohl kommentatorisch als auch gameplaymäßig, was Grafik anbelangt und so. Ich habe immer das Gefühl, es sieht, in der Vorschau wieder mal, es sieht schon hammermäßig aus, wenn ich keinen Kantenflimmer mehr drin habe. Also sprich Bildmaterial nicht flimmert, nichts und so. Da muss ich sagen, es sieht eigentlich supermäßig aus. Aber ist eure Meinung, ich bin gespannt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier zurück bei Zale und Callista. Bis dahin, tschüss.